Moin. Vad är lågsaxiska? Lågsaxiska, eller nedersaksiska, är ett västgermanskt språk som härstammar från fornsaxiska, ett av de språk som också är en föregångare till engelskan. Efter århundraden av marginalisering är det nu officiellt erkänt i norra Tyskland och nordöstra Nederländerna. Som Hansans internationella handelsspråk utövade lågsaxiska ett betydande inflytande på bland annat skandinaviska språk under medeltiden. Det finns också flera lågtysktalande samhällen i Amerika, inklusive några mennonitiska grupper. I Tyskland kallas språket vanligtvis nedertyska eller plattyska, även om dessa namn kan vara missvisande. Töven och Bronstein. Vad sägs Marleen? Fragt Silke und holt Ätenpacken uten Kölschap. Mit Frau Leumann in 21 Karatnuschins Gaubach-Dohl. Jo, dat stimmt alles, Marleen, und gött sich noch ein beten Kappe in Bäger. Rieder was für Pferdheim doch noch heil, kregel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Elrieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois nimmt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nun noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt ab und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Süster nach Deutschland bräucht. Man nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Ätenpacken oben und fragt, man, warum sind die Süstern denn nicht zusammen noch junge Leben genoten in der DDR trocken? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nur hör mal, Silke, wie zwei Könche alt zusammen, da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat ist nicht professionell, tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergerät verroten waren. Woso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und Anna slagvaardig. Man blaut's in Kroog an de Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur ernsthaft. Hört to, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch, der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Owert. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnurr reden ha. In Mexiko gibt er today Titen Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man, die sind Rieder und Süster oplossen.
Rita wär al frühtätig ton übertüchte Kommunistische. Sie bleef los und ledig und han Bach leefschuppen. So was da in den Durchkring. Eins utopische Theorie und freigeefsche Leef. Rita geef sogar stolz an, dat zijn leefschap mit Leo Trotsky ha, als ze nog bloot jong was. Tot dezelfde tijd als die kerel ook wat met de Mexikaanse Künstler Frida Kahlo ha. Weet je die mit de Augenbrauen? Rita Himmel Trotsky schien's nur noch an. Snackt jimmers über jimmer wunderbare tijd miteinander. Den Leo Hallore een Sponschen Stalinist doodslagen. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzki? Fragt Silke mit Twiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an wat über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Weet ik ook nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendeit. Als ik weet, ha ze boeten den door opneemden Doktorand, man bloot één Besuch had. Pastor Hansen, den het ze korthandig Rootsmäden und einem Drogenhändler neumt. Und den knickert Marleen Liesen. Drogenhändler? fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, erklärt Marleen. Och, das ist ja drollig, hat Silke und grient. Mann, der feine Herr? Was für ein feiner Herr, fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rita sehen, erklärt Silke. Mal stund er bij de deur und leut mich vorbei. Andermal seid er bij op dem Leunstuhl. Uschlich swart und wit Haar, ein Spitzbord und ovale Brillengläs. Mal noch kicken, sagt Marleen. Nö, in Besökerboek vind ik man bloot die opnemten 2 und die. Sie gefällt hebbelig in Wort. Nur hör mal to, wat Google te sagen hat. Lev Davidowitsch Bronstein, später bekannt als Leo Trotzki, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gau, kiek die Gau Da ist sie schon, der feine Herr. Op de Deel. Wüsste man an der Tür vorbei. Wat? Marleen dreht sich und päst nach der Tür, kiekt noch Buten an. Ich seh nix, sagt sie und fangt an, der Tür lang zu gehen, mit Silke achteran. Die Tür nach Rita Stuf ist oben. Der Old liegt da mit offenen Augen und Grinsmüstern. Marleen kiekt und rührt Edne Bonau an und sagt, sie ist just man weg von hier. Silke kiekt traurig, man auch zufrieden an und sagt, verwiss macht sie zusammen Stippbesit in Mexiko.